Willkommen zum Tutorial Wie funktionieren Internetseiten. Das Internet kann man sich vorstellen als ein weltweiter Verbund von Computern. Dieser ermöglicht es, verschiedene Dienste wie E-Mail, das www und viele andere anzubieten. Will man diese Dienste nutzen, muss man sich an dieses Netz anschließen, zum Beispiel mit einem DSL- oder Glasfaseranschluss. Oder, was heute zunehmend öfter gemacht wird, über das Mobilfunknetz. Um sich zum Beispiel Internetseiten anzuschauen, benötigt man einen sogenannten Browser. Es gibt den Internet Explorer von der Firma Microsoft. Ich benutze hier den Firefox von Mozilla. Darüber hinaus gibt es noch den Browser Chrome von Google und den Browser Safari von der Firma Apple. Und darüber hinaus noch viele weitere Anbieter, die zum Teil aber nicht so bekannt sind. Browser laden die Seiten aus dem Internet von dem jeweiligen Anbieter und stellen diese auf unserem Computerbildschirm dar, so wie wir sie kennen. Wenn man jetzt eine Seite aufrufen will, gibt man oben in der Adresszeile des Browsers, die ist hier oben, die Adresse ein, sofern man sie kennt. Testen wir das mal. Wir nehmen mal www.heimatverein-schaffhausen.eu. Das Format habe ich gerade schon erwähnt, fängt an mit www, dann kommt der Name der Seite und dann dahinter ein Länderkennzeichen, wie zum Beispiel bei uns EU. Im Hintergrund werden dann verschiedene Computer kontaktiert und die aufgerufene Seite wird anschließend ausgeliefert und ist dann in unserem Browser zu sehen. Hier sieht man das sehr schön an unserer Internetseite des Heimatvereins. Kennt man die Adresse der Seite nicht oder sucht man nach einem Stichwort, bedient man sich sogenannter Suchmaschinen. Die bekannteste und erfolgreichste Suchmaschine ist Google. Da waren wir gerade schon mal. Ich gehe mal gerade wieder zurück. Man kann davon ausgehen, dass Google nahezu alle Seiten des Internets kennt und weiß, wo diese zu finden sind. Dazu besucht Google regelmäßig alle Internetseiten und notiert sich die Inhalte, die es dort vorfindet. Alle diese Informationen werden in einer riesigen Datenbank eingetragen und dort schaut Google bei jedem Suchvorgang nach, auf welchen Servern das gewünschte Schlagwort gefunden wurde. Das Ergebnis ist die Trefferliste, die wir dann in unserem Browser sehen. Auch das werden wir mal ausprobieren. Wir suchen hier mal nach dem Heimatverein Schaffhausen. Und da ist es schon. Ein weiteres wichtiges Merkmal des Internets sind die sogenannten Links. Technisch werden sie auch schon mal als Hyperlinks bezeichnet. Sie waren meiner Meinung nach der entscheidende Faktor bei der rasanten Entwicklung, die das Internet genommen hat. Ein Hyperlink ist eine Verknüpfung mit einer anderen Internetseite. Diese Verknüpfung ist eigentlich kaum zu sehen. Was man sieht, ist, dass sich der Mauszeiger von einem Pfeil, so sieht er normalerweise aus, in eine Hand mit einem ausgestreckten Zeigefinger ändert. So. Manche Browser zeigen gleichzeitig unten links in der Fußzeile, also hier unten, wenn ich jetzt da weggehe, dann sieht man das, die echte und vollständige Adresse, zu der dieser Link, wenn man draufklickt, einen führen wird. Wir machen das mal hier in unserem Beispiel und auch da gelangen wir wieder zu unserer Internetseite. Aus dem bisher beschriebenen kann man schon einige Erkenntnisse über die Funktionsweise des Internets gewinnen. Zum Beispiel Internetseiten werden auf Servern gespeichert und können von dort geladen werden. Das macht unser Browser. Der eigene Computer wird normalerweise nicht als Server verwendet. Um Internetseiten abzuspeichern, bedient man sich deshalb eines sogenannten Providers. Dieser stellt die technische Infrastruktur für die Internetseiten zur Verfügung. Im Einzelnen ist das der Speicherplatz für die Seiten, die Anbindung an das Internet, E-Mail-Adressen, Datenbanken und so weiter.
So sind die Internetseiten hier unseres Heimatvereins beispielsweise auf einem Server in Nürnberg gespeichert. Das bedeutet zugleich, dass alle Änderungen dort, also auf dem Server in Nürnberg, vorgenommen werden müssen. Was sich kompliziert anhört, ist in der Praxis aber gar nicht so kompliziert. Hat man mit einem Provider einen Vertrag abgeschlossen, bekommt man von ihm eine E-Mail mit allen Daten, die man benötigt, um sich auf dem Server anzumelden, dort seine Seiten abzulegen und diese dann auch später jederzeit zu ändern. Wie das im Einzelnen abläuft, damit beschäftigen wir uns dann in den nächsten Tutorials.